Вчера имавте состанок со кризниот штаб во владата, со економските министри и останатите стопански комори, што е она што беше разговарано и беше договорено на тој состанок, со оглед дека ден претходно, односно во текот на вчерашниот ден, ви имавте и реакција во однос на првичните најави од страна на владата, во однос на начинот на кој што ќе работат компаниите. Also die Unternehmen werden im Rahmen einer Umstrukturierung den Müttern und Vätern in den Unternehmen, und wir sprechen im Schnitt von rund 25 bis zu 25% der arbeitenden Bevölkerung in der Produktion, wird es so sein, dass die Unternehmen den betroffenen Personen andere Schichten anbieten. Also die Gewährleistung der Betreuung für die Kinder muss gegeben sein. Hier würden die Unternehmen auch unterstützend die Väter oder Mütter supporten. Aber es ist so, dass letztendlich das Elternteil dann auch bereit sein sollte, eine der ihm angebotenen oder ihr angebotenen Schichten wahrzunehmen. Also man geht auf die Wünsche der Familien ein. Gleichzeitig besteht aber nach wie vor auch, und das wurde auch klargestellt, eine Verpflichtung letztendlich des Arbeitnehmers, weiter auch in der Produktion dabei zu sein. Und die Unternehmen, noch einmal, sind ja jetzt in einer Situation, in der sie alle Vorsichtsmaßnahmen auch einführen, und das bedarf auch natürlich einer Mitarbeit der Angestellten, der Mitarbeiter, der Arbeiter, dass dies entsprechend befolgt wird, damit man eben einen Ausbruch in dem Produktionsbetrieb verhindern kann. Also wir befinden uns jetzt noch nicht in einem Krisenmodus, aber wir bereiten uns darauf vor, und solange die Prävention noch in der Form machbar ist und wir noch keine Fälle haben, läuft auch alles ganz normal weiter, und das ist ganz wichtig. Wenn wir in eine Krisensituation kommen, wird auch ein entsprechender anderer Modus eingestellt. Aber wir sind es noch nicht und müssen daher darauf achten, dass wir eben das nicht durcheinander bringen und letztendlich die Schritte nacheinander auch in Reihenfolge umsetzen. Што се оние вработени кои што нема да може да се усогласат со реорганизацијата на работното време во компаниите кои што го споменавте? Also ich glaube, das ist jetzt hier nicht eine Frage des Nicht-Können, weil die meisten Familien sich ja auch so schon immer strukturiert und organisiert haben. Und wir sprechen hier von einer Produktion, in der es 3 bis 4 Schichten gibt. Und wenn das Unternehmen gewährleistet, dass die Kinder betreut werden können, beziehungsweise unterstützt, und da gibt es ganz klare Aussagen auch für, dann wird eigentlich auch eine Flexibilität des Mitarbeiters erwartet. Ja, das ist eine Solidargemeinschaft. Wir sitzen im selben Boot und müssen sehen, dass wir aus dieser Situation heil rauskommen und uns nicht vor der realen, wirklichen Krise, die möglicherweise kommen wird, uns vorher schon ein Loch ins Boot schlagen. Од друга страна се создаде слика дека токму компаниите се тие кои што најважно им е профитот. Пораката на владата беше дека профитот не може да е поважен од здравјето, а во јавноста се креираше една исто така слика во која што компаниите веднаш побараа практично интервентни мерки со вбризгување на пари во стопанството. Also die Verantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft des Unternehmens besteht darin, Steuern zu zahlen. Und wir sehen auch jetzt in dem ersten Quartal dieses Jahres sind die Steuereinnahmen um 10% wieder gestiegen. Der Export ist gestiegen. Damit hat der Staat ein Finanzpolster auf einem relativ aus gutem Niveau. Und ein Unternehmen ist ein Unternehmen, weil das natürlich Profite machen möchte. Das ist in der Natur der Dinge, sonst wäre es eine NGO bzw. eine Wohlfahrtseinrichtung. Aber ein Unternehmen, und hier insbesondere die deutschen Unternehmen haben eine Unternehmenskultur, dass sie natürlich sich durch die Mitarbeiter definieren und
nur ein gesundes Unternehmen kann auch gesunde Mitarbeiter haben. Und gesunde Mitarbeiter können auch nur ein gesundes Unternehmen erreichen. Und hier, denke ich, ist natürlich die Verantwortung gefragt und nicht umsonst sind die Unternehmen in einer Situation, in der sie alles Mögliche versuchen, Risikofaktoren innerhalb des Betriebes zu reduzieren. Aber wir wollen nicht vor einem wirklichen Ausbruch schon uns in den Maschinenraum stellen und den Motor ausstellen, den Dieselmotor ausstellen und warten, bis das Schiff sinkt. Nein, natürlich nicht. Wir haben noch keine Krise. Wir bereiten uns darauf vor, aber solange bestimmte Schritte noch nicht erforderlich sind, gehen wir der Reihenfolge den Plan durch. Und die Angestellten in den Unternehmen haben sicherlich auch ein Interesse daran, dass es auch eine Zeit nach der Corona-Krise gibt. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam in den Unternehmen mit den Mitarbeitern gemeinsam die erste Phase so gut durchstehen, dass wir auch nach der Krise alle noch dabei sind. Und wir sehen ja auch, dass in Italien immer noch auch die Produktion bis gestern bei den großen Automobilkonzernen lief. Chrysler Fiat hat bis gestern noch produziert. Und ich denke, das kann hier auch möglich sein. Што доколку биде прогласена кризна состојба со оглед дека за утре најавена за понеделник е најавена таква средба на која што ќе се разгледува ова прашање, дали има откажување евентуално на нарачки кај германските компании кои што се во Македонија и како германското стопанство кои се справи, кои мерки ги превзема Германија? Nein, es sind noch keine Bestellungen abgesagt. Die deutschen Unternehmen arbeiten immer noch, die Produktion ist am Laufen und wir haben auch hier Lieferverpflichtungen gegenüber diesen deutschen Unternehmen, die in München und Ingolstadt beziehungsweise auch in Wolfsburg sitzen und in Deutschland wird produziert und hier auch. Und ich denke, wir müssen hier von Tag zu Tag sehen und entscheiden, aber nicht vorgreifen. Das ist das Wichtigste, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und uns täglich neu umorientieren und an der Situation angepasst uns auch verhalten und entsprechende Maßnahmen zu entscheiden. Also wir haben in Deutschland jetzt einen Rückgang. Wir haben vor allen Dingen in dem Bereich Tourismus, Veranstaltungen, ein Rückgang. Es werden auch Veranstaltungen, Großveranstaltungen abgesagt, keine Kulturveranstaltungen, alles was über 1000 Zuschauer umfasst, wird zurzeit abgesagt und das wird Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft natürlich haben. Ja? Wir werden in Deutschland sicherlich in eine Situation reinkommen, in der wir einige Zeit benötigen, um aus dieser Delle rauszukommen. Ja. Und das ist ja auch noch nicht abzuwarten, wie lange die Verbreitung dieses Virus auch noch dauern wird.